sind Sie ja alle schon wieder. Dann können wir ja gleich anfangen, ne? Nur das eine, das will ich Ihnen noch mal eben sagen. Also heute wundern Sie sich bitte nicht, wenn einer im Publikum sitzt, der nicht lacht. Nämlich der hier. Was ich mit dem erlebt habe, der hat überhaupt nicht einen Funken von Humor, dieser Mann. Also wissen Sie, ich driedel so ruhig und gemütlich über die Straße, denk an nichts Böses. Da schubst mich doch plötzlich einer von hinten auf den Bürgersteig und brüllt mich an, wieso ich bei Rot über die Straße gehe, ob ich vielleicht lebensmüde bin. Der hat mich so richtig zur Minna gemacht. Und das vor allen Leuten. Na, da bin ich aber auch fütsch geworden und etwas lauter. Dann habe ich zu ihm gesagt, nur wenn Sie eine Uniform tragen, gibt Ihnen das noch lange nicht das Recht, sich hier aufzutragen wie ein Brüllaffe. Na, da ging es erst richtig los. Brüllaffe wäre eine Beamtenbeleidigung und wir würden uns vor Gericht wiedersehen. Dem stand richtig der Schaum vorm Mund. So hat der sich aufgeregt. Wissen Sie, und da hatte ich so eine Eingebung. Ich hatte nämlich noch eine Freikarte in der Tasche für heute Abend. Die habe ich rausgeholt und habe sie ihm geschenkt und habe zu ihm gesagt, er soll sich doch das Stück bitte mal angucken. Und dann würde er sehen, dass man auch in Uniform immer noch Mensch sein kann. Ich habe ja nie im Leben gedacht, dass der kommt, aber Sie sehen, da ist er. Nun will ich ja nur hoffen, dass er sich von seinem Kollegen Wilke hier auf der Bühne, dass er sich von dem nun ein gehöriges Stück abschneidet. Na, wollen wir sehen, nicht? Tschüss auch, denn bis denn. Morgen. Morgen. Frau Wiggers. Frau Wiggers. Frau Wiggers! Ja, nun sehen Sie mal zu, dass Sie fertig werden. Wir sind hier schließlich auf einer Polizeistation und nicht im Gemeindebüro oder beim Herrn Pastor. Frau Wiggers, wenn Sie es nicht schaffen, dann müssen Sie eben eine Sache aufgeben. Jeden Morgen 3 Büros sauber machen, das ist natürlich ein bisschen viel für eine Person. Wissen Sie, ich kann ja auch nicht 3 Dinge auf einmal machen. Sie müssen da bloß den Mund aufmachen und die Sache ist geritzt. Wir finden schon Ersatz für Sie. Ja, nun sagen Sie doch auch mal was. Sie können mir mal Was? das dreckige Wasser rausbringen. Frau Wiggers, ich bin im Dienst, ja? Ich vielleicht nicht, aber Kavaliere sind ja wohl heutzutage ausgestorben. Melden Sie sich bitte nach Dienstschluss bei mir und ich bin gern bereit, meinen Kavalierspflichten Ihnen gegenüber nachzukommen. Abgemacht. Dann kommen Sie mal und hauen mir das Holz klein, das ich von der Gemeinde gekriegt habe. Ich bin nicht Polizeimeister Wilke, Frau Wiggers, ja? Nee, Hannes hätte das auch schon längst für mich gemacht. Aber der hat ja immer so wenig Zeit. Dass eine reine Mache, Frau, den Chef einer Polizeistation mit Hannes und mit du anredet, das ist mir meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Na, so lange leben Sie auch noch gar nicht. Und was heißt hier reine Mache, Frau? Erstens sagt man Raumpflegerin und zweitens bin ich Witwe für Damen- und Herrenbekleidung. Reine Mache, Frau. Als ob reine Machen keine ehrliche Arbeit wäre. So hab ich's ja nicht gemeint, aber die Disziplin verlangt. Ach, machen Sie mal um die Disziplin hier keine Sorgen, junger Mann. Ja, und Sie sehen mal zu, dass Sie jetzt fertig werden. Ich habe hier wirklich zu tun. Ach, überhaupt habe ich Hannes eine Meldung zu machen. Polizeimeister Wilke ist noch nicht im Dienst, das sehen Sie doch. Dann warte ich eben. Frau Wiggers, Sie machen sich unter Umständen strafbar,
wenn Sie eine Meldung an die Polizei hinauszögern. Das lassen Sie mal getrost meine Sorge sein. Wie Sie wünschen. Ja. Darf der gute Martin Stingel, seines Zeichens Gemeindediener der Gemeinde Fredensee, einen schönen guten Morgen wünschen und reinkommen? Ja, immer rein in die gute Stube, mein lieber Stengel. Guten Morgen, na? Was gibt's denn? Ja, leider ja wohl noch nichts, wie? Ach so, ja. Da will ich mal nicht so sein. Kommen Sie. Polizeimeister Wilke hat sicher nichts dagegen. Ups. So, richtig? Oh, für den Anfang ist er nicht schlecht. Ja, einer reicht. Für Sie beginnt ja gleich der Dienst, mein lieber Stingel. Ja, darum bin ich ja gekommen. Ich soll ja den Steckbrief für das Gemeindebüro abholen. Richtig, hier. Gut sichtbar aufhängen. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass der Gesuchte gerade hier in Fredensee auftaucht, aber, mein lieber Stingel, wir müssen da unsere Pflicht tun. Sonst noch was? Nö, das wäre ja wohl für heute eigentlich alles, wie? Sagen Sie mal, Sie haben eigentlich nie allzu viel zu tun, nicht? Oh, danke, ich bin zufrieden. Naja, Sie haben in Ihrem Leben ja auch schon genug gearbeitet. Oh, was das angeht, Arbeit macht mir Spaß. Ja, so soll das ja auch sein. Ja, ich bin aber gar nicht so für Spaß. Ah, ja. Na, Sie sind mir vielleicht einer. Ja, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Hallo Emma, holdes Mädchen. Du sag mal, was habe ich gehört? Die haben Sie heute Nacht die ganzen Hühner geklaut. Ach, was die ganzen? 2 Stück, aber die beiden fest. Ach, diesen Diebstahl wollten Sie also vorhin meinem Vorgesetzten melden? Wenn Sie nichts dagegen haben. Frau Wiggers, in Ihrem eigenen Interesse. Wann wurden die Hühner gestohlen? Ja, also gestern Abend um 10. Das wissen Sie so genau? Lassen Sie mich doch mal ausreden. Gestern Abend um 10, da waren Sie noch da und heute Morgen um 5 waren Sie futsch. Um 5, ja. Wie sahen Sie denn aus? Weiß. Ganz weiß? Nee, der kam rot, der Schnabel gelb, die Beine dreckig und die Augen kommen. Frau Wiggers! Frau Wiggers, ich nehme die Sache ein bisschen ernster als Sie. Kommen Sie bitte mit. Wir wollen jetzt schon eventuelle Spuren sichern. Bitte. Ja, ich habe hier aber noch zu tun. Na gut, ich schaffe das auch ohne Sie. Mein lieber Stengel, Sie bekommen Arbeit. Ach du Schreck. Wecken Sie bitte Polizeimeister Wilke, Sie können das ja. Ja, schläft Hannes denn noch? Polizeimeister Wilke hatte Nachtdienst. Oh, der Feigling, der. Ich soll wieder in die Höhle des Löwen. Haha, aber ich werde mich hüten. Der kriegt heute bestimmt keinen Tropfen mehr. Ja, das könnte dir auch nicht schaden. Das ist ja mein Korpus, der damit fertig werden soll. Du aber Emma, du das mit deinen Hühnern, du, das tut mir aufrichtig leid. Naja, vielleicht kriegst du ja wieder, ne? Solange der Laps die Sache in der Hand hat, bestimmt nicht. Der macht doch bloß 1 Stunde Wind im Dorf und dann trifft er rein zufällig Friedels Dinge. Ah, das schönste Mädchen vom ganzen Dorf. Ihres Zeichens Tochter von Martin Stingel, seines Zeichens Gemeindediener der Gemeinde Fredensee. Du sag mal, was hast du denn gesagt? Ja, hast ganz richtig gehört. Der Laps ist hinter deiner Friedel her. Och, darum ist auch immer so freundlich zu mir. Guten Morgen, mein lieber Stingel, immer rein in die gute Stube. Na, geht dir ein Licht auf? Ja, du, aber das puste ich aus. Gottes Willen, das Heiligtum. Wenn Hannes was merkt, ist der Teufel los. Heiliger Bimbam, sag mal, wo hat die denn nur gestanden? Naja, hier natürlich. Verstehst du nichts von Schach? Nö. Natürlich nicht. Ist ja auch ein Spiel für gebildete Leute. Ne? Du, Emma, ich will dir mal was sagen, du. Sag mir mal lieber, was für eine da gesucht wird. Wer kennt diese Frau? Ich nicht. Caroline Weyrich, gesucht wegen Kindesmord. 1000 Mark Belohnung. Mensch, das sind ja mindestens 200 Flaschen Schnaps. Och, du denkst auch bloß an Schnaps. Ja, besser als überhaupt nicht denken. 35 Jahre alt, wurde zuletzt in Hamburg gesehen. Trägt mit Vorliebe grüne Kleidung. Hat ihr 2-jähriges Kind umgebracht. Igitt. Du, aber hübsch ist sie ja nicht. Wie? Na, ich bin natürlich hübscher. Ja. Du sag mal, welcher Apparat ist denn der Snoot? Der sagt nur tut, tut, tut. Hast du den immer noch nicht raus? Ja, was ist los? Nee, noch nicht. Weiß ich nicht. Geht mir auch nichts an. Ja, ich sag Bescheid. Ende. Theo von drüben wird schon ganz ungeduldig. Ja, die Polizei, du. So gut möchte ich das auch mal haben.
Du, aber wenn man so bedenkt, ne? Da drüben Polizeistation, hier Polizeistation. Da drüben nichts zu tun und hier nichts zu tun. Morgen. Morgen, Hannes. Melde Gehorsams Martin Stingel, seines Zeichens Gemeindediener der Gemeinde Fredensee mit ein Mann, eine Frau. Beim Revierreinigen, keine besonderen Vorkenntnisse. Vorkommnisse. Nö, auch nicht. So? Und meine Hühner? Ach ja, richtig. Was ist mit deinen Hühnern immer? Geklaut sind sie, Hannes. 2 Stück heute Nacht, die beiden Fexen. Kriegst du wieder. Meinst du? Hörst ja, kriegst du wieder. Na, solange Bentin dahinterher ist, bestimmt nicht. Ist er das schon? Na ja, du warst ja noch nicht hoch. Dann warte in Zukunft gefälligst. Sonst noch was? Nö. Und das Telefon eben? Och, das war nur der von drüben. Nur der von drüben. Da drüben ist eine Polizeistation. Da sitzt ein Mensch, der seine Pflicht tut. Sag mal, Hannes, bist du mit dem verkehrten Bein aus dem Bett gestiegen? Quassel nicht, los an die Arbeit. Der Pastor wartet, der Bürgermeister wartet. Zum Faulenzen haben wir keine Zeit, also bitte. Bin ja einfach sprachlos. Dann bleib so. Alter Bullerballer. Martin, komm mal. Ich wusste das doch, Was? dass du mir noch was auf den Weg mitgibst. Ja, hier unterschreib. Oh, das meinst du. Was? Schon wieder 30 Mark? Du von wem? Will seinen Namen nicht nennen. Junge Hannes. Nun haben wir bald so viel Geld in der Gemeindekasse, dass der Sportplatz in ein paar Wochen fertig ist. Ja. Schönen Dank auch im Namen des Volkes. Ja, ist gut. Nun hau ab, ich hab noch zu tun. Soll ich denn gar keinen mehr haben heute? Mein Lehrling hat dir doch schon einen eingeschenkt. Ja, ich höre alles. Hm? Naja, komm. Auf ein Bein kann der Mensch nicht stehen. Auf 6 meinst du wohl? Wieso? Das ist nämlich das 7. Haha, da soll der Dienst wohl flutschen. Auf Wiedersehen, Herr Polizeimeister. Ja, auf Wiedersehen, aber nicht so schnell. So. Und nun ran an die Arbeit. Hm? Guten Morgen, Theo, ich bin's. Ja, hab schon gehört, ja. Mhm. Kann losgehen, Theo, kann losgehen. Mhm. Ja, also Theo, ich hab's mir überlegt. Ich nehme den Bauern A4 und schlag deinen Bauern B5. Ja, ich bin nicht wieder los, aber ich will das nun mal so. In Ordnung, kannst du machen. Bitte, bitte. So, und nun, meine Dame, F3 nach D5. Was sagst du dazu? Ne? Nee, die steht auf F3. Nein, wenn ich dir sage, sie steht auf F3, dann steht sie auf F3. Nicht F4, F3. Ach, rutsch mir doch den Puckel runter. Was? Ja, tu mich auf ein paar Mal, Ende! Was ist denn? Ich bin's nur. Ah, Mademoiselle Friedel, komm rein. Hübsches Mädchen ist bei mir immer willkommen. Hm? Na, setz dich. Na, mein Lehrling ist aber nicht hier. Der ist auf Hühnerjagd. Mein Chef schickt mich. Er ist heute nicht ganz auf dem Damm. Sonst wäre er selber gekommen. So, was fehlt ihm denn? Hat er einen Groschen verloren, der alte Geizhals? Nee, so schlimm ist es nicht. Oh Mädchen, du hast ja vielleicht einen Chef angelacht. Kaufmann Gastwirt, der reichste Mann von ganz Friedensee. Aber wenn er mal ein paar Mark für die Gemeinde rausrücken soll, dann wird er schwerhörig. Was will er denn wieder? Es handelt sich um nächsten Sonnabend. Da ist doch die Versammlung vom Sparklub. Mhm, Polizeistunde ist um 1. Natürlich. Aber mein Chef meint... Hier, dieser Korn soll ausgeschenkt werden. Der ist neu. Wir wollen ihn mal ausprobieren. Tut das, bis um 1. Guten Rum haben wir natürlich auch. Lecker. Aber Polizeistunde ist um 1. Und hier ist noch ein Steinhäger und Weinbrand.
Hand. Mir hat mein Chef wenig mitgegeben. Hör mal hübsch zu, mein Kind. Du als Beamtentochter solltest doch eigentlich wissen, dass dies hier verdammt nochmal nach Beamtenbestechung riecht, ja? Wie stellst du dir denn das überhaupt vor? Ich weiß doch, Herr Polizeimeister, aber mein Chef hat mir gesagt... Ja, ich weiß wohl, was er dir gesagt hat. Aber jetzt sag ich ihm mal was. Habe ich nun alles falsch gemacht? Ach, du doch nicht, du Küken. Hier bin ich. An den Wirt natürlich. Ja, dann hol ihn aus dem Bett. Was heißt hier krank? Besoffen ist er. Also los, hol ihn, aber ein bisschen fix. Mein Chef wird schön schimpfen mit mir. Erstmal schimpfe ich mit ihm. Er hat nämlich gesagt, ich sollte schön vorsichtig mit Ihnen sein. Also schön vorsichtig sei mal lieber mit meinem Lehrling, ja? Der ist nichts für dich, merkt ihr das? Für den bist du mir einfach zu schade, ja? Ja, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Schickst das Mädchen wegen der Polizeistunde? Bist du dann nicht ganz bei Trost? Komm gefällig selber! Was? Na, hör mal zu, das geht doch nur nicht. Also wenn das noch einmal vorkommt, mein Lieber, dann ist das aus mit unserer Freundschaft. Ja, dann komme ich jeden Sonntag und mach deinen Laden eigenhändig um eins dicht. So, und nun hau dich wieder aufs Ohr, du Trunkenbold. Ende. Ja, der ist kuriert. Und du weißt hoffentlich auch Bescheid, ja? Sowas muss doch ganz unter uns bleiben. Hm? Ganz geheim. Nächstens schickt dein dämlicher Chef noch den Pastor. Guten Morgen. Da! Wenn man vom Teufel spricht, ist er nicht bald. Morgen, Herr Pastor. Morgen. Sie haben von mir gesprochen? Was verschafft mir die Ehre, Herr Pastor? Tja, Herr Wilke, ich wollte mit Ihnen gerne mal über eine Angelegenheit sprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Fangen Sie nicht wieder Streit mit mir an. Ich setze mich für den Sportplatz ein und nicht für Ihren Gemeindesaal, das wissen Sie genau. Deswegen komme ich doch heute gar nicht. Nicht? Oh, dann nehmen Sie Platz, Herr Pastor. Ist noch was, Frieda? Nee. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Kind. Also schießen Sie los, Herr Pastor. Ich habe nicht viel Zeit. Verstehen Sie mich bitte richtig, Herr Wilke. Ich will mich durchaus nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, aber Sie sind sicher mit mir der Meinung, dass Staat und Kirche Hand in Hand arbeiten müssen, um an diesem Ort gewisse Dinge abzustellen, nicht wahr? Was für gewisse Dinge gibt es denn abzustellen, Herr Pastor? Ihre Angelegenheit ist es, dafür zu sorgen, dass die Polizeistunde eingehalten wird. Ach, daher weht der Wind. Nun will ich Ihnen mal was sagen, Herr Pastor. Ich kümmere mich nicht um Ihre Angelegenheiten. Quälen Sie sich also bitte auch nicht mit meinem Kram, ja? Ich möchte doch nur Ihre Hilfe erbitten. Das ist alles. Es geht mir um den Menschen. Mir auch, Herr Pastor, mir auch. Wenn wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gewisse Schranken errichten, ist schon ein großer Schritt getan. Mhm. Das könnte aber auch Ihr Schaden sein, Herr Pastor. Inwiefern? Erstens sind die Menschen nun mal nicht für gewisse Schranken. Und zweitens mögen sie einen Schnaps. Ich sage nicht nein. Wieso könnte die Einhaltung der Polizeistunde mein Schaden sein? Ja, glauben Sie denn, Herr Pastor, dass die Leute gern in die Kirche kommen, wenn der Herr Pastor ihnen kein Vergnügen gönnt? Natürlich gönne ich den Menschen ihr Vergnügen, aber doch mit Maß. Prost, Herr Pastor. Zum Wohle. Wir wollen uns heute nicht streiten, Herr Pastor. Herr Wilke, ich möchte überhaupt jeden Streit und jede Konkurrenz mit Ihnen vermeiden, ehrlich. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob hier in Fredensee ein Sportplatz oder ein Gemeindesaal gebaut wird, da kann man mir es doch nicht verübeln, dass ich den Gemeindesaal vorziehe. Na, da sind wir wieder beim Thema Nummer 1. Aber nun mache ich Ihnen mal folgenden Vorschlag, Herr Pastor. Nächsten Sonntag machen wir beide einen Boxkampf über 10 Runden, Eintritt 1 Mark. Die eine Hälfte kriegen Sie für Ihren Gemeindesaal und die andere Hälfte der Herr Bürgermeister für seinen Sportplatz. Abgemacht? Tja, Herr Wilke, wie stellen Sie sich das vor? Sehr lustig. Ich kann doch gar nicht boxen. Ja, ich auch nicht. Also machen wir gleich ab. In der 9. Runde schlagen Sie mich K.O. Was meinen Sie, was das für einen Spaß gibt? Ein plausibler Grund, ja. Ich
gestehe übrigens gern, dass auch ich einem guten Tropfen nicht abgeneigt bin. Na sehen Sie, Herr Pastor, wir kommen uns doch immer näher, Herr Pastor. Hm? Prost, Pastorchen. Aber dann muss ich gehen, zum Wohl. Ach, übrigens, ich sehe da gerade, wenn die weiße Dame hier stünde, dann wäre schwarz in wenigen Zügen matt. Bitte. Ja, klar. Also war's ja. Ja, nun auf Wiedersehen, Herr Pastor. Ich hab noch zu tun, Herr Ja, Pastor. ich auch. Auf Wiedersehen. Und denken Sie an meine Worte. Ich bewege Sie in meinem Herzen. Mein Sohn. Der immer mit seiner Moral. Aber von Schach versteht er was. Stingel, ich, Stingel, Pastor, ich. Ach, was? 5 Mark pauschal für heute Morgen. So, Theo. Und nun wir beide. Ja, hier bin ich. Ja, Theo, ich habe mir das nochmal überlegt, ja. Du hattest doch recht mit meiner Dame, ja. Die stand doch auf F4, ja. Ja, man kann sich ja mal versehen, ne? Ja. Also weiter? Gut. Also dann, Dame von F4 auf D6. Hä? Ja, bitte, mach das, ja. So, und nun mein Pferd, G6 auf E5. Schach! Herr Polizeimeister! Ja, was ist denn? Herr Polizeimeister! Ein Hühnerdieb! Hühnerdieb, Herr Polizeimeister! Soll warten! Ja, ich habe ihn ja im Schild erwischt. Theo, man stört mich schon wieder. Er ist geständig, bei der Witwe Wiggers heute Nacht 2 Hühner gestohlen zu haben. Ja, ist gut, denn Theo. Ja. Ich brauche Sie nicht mehr. Gehen Sie in der Sonne spazieren. Ja. Na? Bitte. Aber nicht mit Fräulein Stingel. Nein. Du da! Da hinsetzen! Ja. Theo, ich habe gerade Schach gesagt, ne? Ja, bitte, tu das. Ja, immer rein in die Mausefalle. So, und jetzt meine Dame von D6 nach E7. Schachmatt, danke bestens, Ende. Das hat ja mal wieder bestens geklappt. Du Lump, wo sind die Hühner? Hier in meinen Rucksack. Tot? Ja, sonst hätten Sie ja womöglich Spektakel gemacht, ne? Und mich verraten. Weißt du überhaupt, was du verbrochen hast? Ja. Weißt du nicht? Einer armen Witwe hast du was weggenommen. Einer, die nicht mehr hat als du. Denkst du denn gar nicht ein bisschen sozial? Klau deine Hühner bei reichen Bauern, aber nicht bei alten Leuten. Ja? Und wie läufst du überhaupt rum? Ich bin ein Hippie. Sind so ein anständiger Mensch Zeug? Sag mal. Und warum hast du die Hühner geklaut? Ich habe immer so einen Hunger. Gegen den Hunger hilft ein Huhn. Aber nicht lange. Hast du Papiere? Ja. Nein. Jetzt. Den Lappen muss man ja mit der Feuerzange anfassen. Sebastian Knob. Ja. Geboren 11. August 1893. Du hast ja gerade Geburtstag gehabt, ne? Dein 65. Sehe aber besser aus, ne? Ja.
Kannst ja nun in Pension gehen. Ja. Oh, du bist vielleicht ein Dussel. 65 Jahre und weißt immer noch nicht, dass man keine Hühner klauen darf, hm? Ja, aber doch zum Geburtstag. Was für nicht? Sag mal, hast du schon mal gesessen? Viermal. Idiot. Wie? Hier ist. Ja. Nicht so hastig. Willst du einen Schnaps? Ja. Ob du einen Schnaps willst, hab ich gefragt. Ja, gern. Na hier. Aber verschluck dich nicht. Ja. Ja, dann. Was soll ich denn jetzt mit dir machen? Ja? Ich tue das nicht wieder, Herr Polizei. Polizeimeister, bitte. Ja, ich tu das ganz bestimmt nicht wieder, Herr Polizeiwachmeister. Und das soll ich dir glauben? Ja. Da bist du bei mir aber an der verkehrten Adresse. Los, steh auf! Steh auf! Ja. Angeklagter Sebastian Knob, ich verurteile Sie wegen Hühnerdiebstahls zu 14 Tage Freiheitsentzug. Nehmen Sie die Strafe an? Ja. Muss ich denn nicht erst vor den Richter? Nehmen Sie die Strafe an. Geht das denn? Nehmen Sie die Strafe an, verdammt nochmal! Muss ich denn ja wohl? Dein Glück. Hör zu. Ja. Du gehst jetzt zu Frau Wiggers, gibst ihr die Hühner zurück, entschuldigst dich höflich und sagst, ich hätte dich geschickt, bei ihr das Holz zu hacken, was sie von der Gemeinde bekommen hat. Kapiert? Daran kannst du dich eine Woche lang festhalten. Du schläfst bei ihr. Wie bitte? Auf dem Dachboden, da ist Platz. Ach so. Zu essen gibt sie dir. Ja, aber ich denke, die ist arm. Das lass mal meine Sorge sein, ja? Weiter. Jeden Mittag, Punkt 12 Uhr, meldest du dich hier bei mir. Gewaschen, rasiert und gekämpft. Und versuch ja nicht auszukneifen. Deinen Ausweis behalte ich nämlich hier. Und ich krieg dich zu fassen, mein Lieber, wenn du versuchst auszureißen. Aber dann hau ich! Ja, bitte. Ja. Und was soll ich nun mit der zweiten Woche machen? Meldest du dich beim Gemeindediener Stingel. Lässt dir eine Schaufel geben und hilfst mit, dass der Sportplatz in Friedensee endlich fertig wird. Und nun raus. Ja. Ja, und dann bringen Sie mich wirklich nicht vor den Richter. Raus, hab ich gesagt. Ja, wohl, Herr Polizei. Stopp! Ja? Hast du einen Korkenzieher? Ja. Hier. Her damit. Hier sind 4 Flaschen. Die packst du jetzt in deinen Rucksack. Ja, gerne. Die sind aber nicht für dich. Ah. Die gibst du der Frau Wiggers von mir, dann weißt du schon Bescheid. Ja. Und fehlt da eine, dann kannst du was erleben, ja? So. Hier. Damit es dir nicht so sauer wird. Das werde ich Ihnen nie. Nie werde ich Ihnen das vergessen, Herr Polizeirat. Oh, schon wieder 3. Oh, nö. Das waren Geschäftsunkosten. So. Und nun wieder an die Arbeit.
Hier bin ich. Ja, Theo? Willst Revanche? Auch das eben. Ja, das ist schon wieder in Ordnung. War nichts Besonderes. Okay. Mhm. Gut. Du fängst jetzt an. Du, eigentlich sollten wir immer erst mit dem 10. Zug anfangen. Ja? Die ersten sind ja doch immer die gleichen. Hallo? Hallo? Was heißt hier Hallo? Nee, du warst nicht gemeint, Theo. Bitte. Der Eingang ist immer noch dort. Sie müssen mir helfen. Oh la la. Die Sonne geht auf. Theo, ich hab zu tun. Ende. Ja, kommen Sie doch rein. Ich kann nicht. Sind Sie verletzt? Halt. Ich hab nichts an. Wie bitte? Ja, man hat mir mein Zeug am See gestohlen, als ich schwimmen war. Ganz? Ohne? Ja. Oh ja. Sie, das ist verboten. Ist gegen gute Sitte und Moral, sagt der Pastor. Bitte, Sie müssen mir helfen. Reichen Sie mir doch eine Decke oder irgendwas Ähnliches aus dem Fenster. Umdrehen, bitte. Umdrehen. Danke. Ist sie lang genug? Ja, es geht. Soll ich reinkommen? Ja, bitte. Bitte, aber ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Sowas. Schwimmt das splitterfasernackt im See herum? Also wenn das der Pastor wüsste. Oh, ich bin ja hier bei der Polizei. Jawohl, gleich an der richtigen Stelle. Mein Gott, das ist mir so peinlich. Mir nicht. Haben Sie vielleicht doch noch etwas anderes? Die Jacke ist reichlich kurz. Das hier ist eine Polizeistation und kein Modesalon. Aber warten Sie. Hier bin ich. Riedel schon zurück. Soll sofort wieder herkommen. Soll Unterwäsche mitbringen. Damenunterwäsche. Alles. Also geht dich gar nichts an, wozu ich die brauche. Ach so, ja. Und Kleid, Schuh und Strümpfe natürlich auch. Halt den Mund und sag es ihr. Und wenn sie nicht in 3 Minuten hier ist, machen wir am Sonntag um 1 Polizeistunde. Ende. Ja, aber das war ja gar nicht nötig. Ich habe einen unausgepackten Koffer im Goldenen Kalb, Zimmer 7 stehen. Wenn Sie mir den besorgen könnten, das wäre sehr freundlich. Ja, das hätten Sie auch gleich sagen können. Hier bin ich, Kommando zurück. Fido kann Ihr Zeug behalten. Dafür den Koffer von Nummer 7. Sofort hierher, aber wie die Feuerwehr. Ende. So. Ja, erledigt. Sie wohnen also im Gasthof. Ja, ich mache eine Woche Urlaub hier. Ich bin heute Morgen erst angekommen. Und wollen den geizigen Wirt noch reicher machen, als er schon ist, wa? Ja, billig ist es gerade nicht. Aber es gibt ja hier keine andere Unterkunftsmöglichkeit. Nein? Auch nicht, wenn man sich versündigt hat? Versündigt? Jawohl. Gegen gute Sitte und Moral. Sie sind nackt im See herumgeschwommen. Das ist verboten, darauf steht Strafe. Wir sind hier in Friedensee und nicht in Makedonien. Ja, aber ich war doch Mutterseelen allein. Na und? Gesetz ist Gesetz. Ausweisen können Sie sich natürlich nicht. Nö, im Augenblick nicht. Naja, aber wollen Sie. Name? Hanne Kleinschmidt. Hanne Kleinschmidt. Beruf? Modezeichnerin. Wohnung? Wittstadt, Petersweg 14. Petersweg 14. Frau oder Fräulein? Fräulein. Fräulein. Ja, das ist gut. Stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Fräulein, angeklagte Modezeichnerin Hanne Kleinschmidt, wohnhaft in Wittstadt, Petersweg 14. Ich verurteile Sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu 1 Woche Haft und 50 Mark Geldstrafe.
wollen mich inhaftieren? Will nicht, ich muss. Aber das dürfen Sie doch nicht. Wer sagt das? Die Vorschrift. Kennen Sie meine Vorschrift? Inhaftiere Sie. Damit basta. Ja, und wie denken Sie sich das Ganze? Wollen Sie mich in eine dunkle Zelle sperren, bei Wasser und Brot? Quatsch. Wir von der Polizei sind doch keine Unmenschen. Also da hinten ist ein kleines, hübsches Zimmer mit allem Komfort. Viel gemütlicher als im Gasthof. So, und wo bekomme ich mein Essen her? Von mir. Das heißt, wenn Sie selbst kochen und vielleicht für mich gleich mit, kriegen Sie natürlich Hafterleichterung. Sie können spazieren gehen und auch schwimmen. Ohne Badeanzug natürlich nur, wenn ich dabei bin. Und mein Zimmer im Gasthaus? Ey. Kleinigkeit. Hier bin ich nochmal. Zuhören! Das Zimmer Nummer 7 ist mit sofortiger Wirkung abbestellt. Höhere Gewalt, Ende. So. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Im Augenblick nicht, ich bin ganz durcheinander. Na, das gehört sich auch so für eine Sünderin. Sie nehmen die Strafe also an? Was bleibt mir anderes übrig? Möchten Sie einen Schnaps? Nee, danke. Nicht? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Im Augenblick nicht. Im Augenblick nicht. Gleich 2? Muss sein. Zu einem anstrengenden Dienst gehört auch ein anstrengender Schnaps. Oh, was ein Hüter der Ordnung in einer kleinen Gemeinde alles zu tun hat, davon kann sich ein lahmer Zivilist überhaupt kein Bild machen. Und dann die Verantwortung. Die Verantwortung. Da ist Friedel schon mit Ihrem Koffer. Da können Sie mal sehen, wie der Polizeiapparat hier in Friedensee funktioniert. Hannes Wilke braucht bloß zu husten und schon wirbelt ganz Friedensee durcheinander. Ja, gib her, Margit, gib her. Ja, nein, brauchst du nicht, das schaffe ich schon alleine. Sieh zu, dass du meinen Lehrling findest, ja? Und dann jag ihn her. So. Hier ist Ihr Koffer. Danke, das ging ja prompt. Die Polizei im Auftrag. Sagen Sie, was haben Sie eben gesagt? Wen soll das Mädchen herjagen? Ach, mein Assistenten, der soll nach dem Zeug forschen, was Sie anhatten. Oh, hier ist die Tür zu Ihrem Gefängnis. So, und Sie? Ja, ich bleib natürlich hier. Und wenn Sie durch Schlüsselloch sehen? Das tue ich erstens nicht, weil es sich nicht gehört, und zweitens nicht, weil der Pastor das nicht leiden kann, und drittens nicht, weil Sie was von innen vorhängen können. Ich finde, Sie behandeln Ihre Gefangenen eigentlich recht gut. Mensch sein muss der Mensch. Erwarten Sie Revanche? Oh ja, wenn Sie Lust haben, dann könnten wir ja mal beide zusammen eine Tasse Kaffee trinken. Und so. Was heißt und so? Milch und Zucker. Sie trinkt lieber schwarz. Na bitte. Ja, was ist? Nee, Theo, es geht nicht, ich muss arbeiten. Ja, hab zu tun. Ja, mal. Hannes! Moment, Theo, einen Augenblick, Theo. Hannes! Ja, was ist denn? Was sagst du da? Ja. Wo? Im Schiff, ganz versteckt. Du bist besoffen. Ich aber nicht mehr als du. Wann hast du sie gesehen? Na, gerade eben. Also los, Ja, du, komm mit. du brauchst dich nicht abzuhetzen. Sie läuft dir nicht weg. Sie ist ja tot. Mausetot. Und du bist sicher, dass sie es ist? Ja, ich hab doch den Steckbrief hier noch bei mir. Hier. Grün, grün, grün sind alle ihre Kleider. Verdammt nochmal. Caroline Weyrich in Friedensee. Und dann Mausetot. Krieg ich nur die 1000 Mark Belohnung? Ach,
wenn sie tot ist, kriegst du gar nichts, Mensch. Oh, dann hätte ich sie erst gar nicht zu finden brauchen. Ja, hättest du ja Mann auch nicht. Oh, ich hab aber auch ein Pech. Verdammt nochmal. Pech hab ich, weil sie tot ist. Du kannst doch noch von Glück sagen. Endlich mal was. Nun haben wir hier mal eine Sensation. Nun kommt Fredensee mal schön breit auf den Teller, du. So breit. Na, das ist das ja eben. Nun kommen sie hier alle an. Der ganze große Polizeiapparat. Mordkommission, Kriminalabteilung. Mit mindestens 2 Dutzend Leuten kommen die hier an. Nach dem schönen, stillen Fredensee. Tja, aber was willst du dagegen machen? Du kannst den Tode ja nicht totschweigen. Die musst du melden. Ja, natürlich muss ich das. Und das tue ich auch. Schnaps ist Schnaps. Und Dienst ist Dienst. Nun ade, du stiller Frieden. Mensch, Martin, mir fällt gerade was ein. Was fällt dir ein? Willst du mir helfen? Ja, wenn es sich lohnt, immer. Also gut, dann hör zu. Heute Abend, wenn es dunkel ist, nimmst du dir ein Boot, packst Caroline da hinein. Packst Caroline da hinein, ruderst mit ihr über den See und kippst sie mit einem Schwuppdiwupp direkt bei Theo vor die Tür. Schwuppdiwupp. Ja, lass den die doch finden. Und der ganze Polizeiapparat fällt über Theo her. Genial. Ja, aber findet Theo sie da auch? Ja, natürlich, morgen früh, wenn er schwimmen geht. Und was geht Fredensee das an, wenn da drüben eine tote Leiche anspült? Martin, das musst du für mich tun. Und was hab ich davon? Was verlangst du? Na, ich meine, so 3 Flaschen müsste dir das eigentlich wert sein. Abgemacht, abgemacht. Und dann musst du für das Boot sorgen. Wird sofort beschlagnahmt. Und du schweigst. Wie, Caroline? Also dann komm. Zu Caroline! Will ich überhaupt nicht sehen. Ist allein deine Sache. Erst das Boot. Komm. Hier. Hallo? Hallo? Kleinschmidt, Apparat 371 bitte. Kommissar Kleinschmidt, Tag, Herr Polizeirat. Ja, es hat geklappt. Er hat mich auch tatsächlich inhaftiert für eine Woche. Nein, keine Angst. Ich hatte einen Badeanzug an. Nein, er hat nichts gemerkt. Ach Gott, ja, wenn ich ehrlich sein soll, auf mich hat er gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Allerdings hat er heute Morgen schon reichlich getrunken. Und das mit dem Schachspielen stimmt auch. Das Brett steht auf dem Schreibtisch. Ja. Nein, noch nicht. Ich werde schon alles rausbekommen. Ja, ich melde mich wieder. Ende. Tja, Polizeimeister Wilke. Schach. Matt. Sie wollten doch nicht mehr sündigen. Ah, habe ich das gesagt? Ja, stimmt. Sie wollten doch nicht mehr sündigen. Bloß noch ein. Zum Abgewöhnen, ne? Morgen, Morgen. Fräulein Hanne. Na,
Gut geschlafen? Danke, ausgezeichnet. Und Sie? Naja, geht so. Kleiner Kater, was? Sind Sie mir noch böse wegen gestern Abend? Ach, wieso sollte ich Ihnen denn böse sein? Sie waren ein bisschen liebesbedürftig, aber sonst, wir haben viel gelacht. Also wenn ich Journalistin wäre, dann könnte ich jetzt einen dicken Bericht schreiben. Um Himmels Willen. Was ich Ihnen erzählt habe, das muss natürlich alles unter uns bleiben. Hm? Haben Sie so viel Vertrauen zu mir? Eigentlich ja. Das freut mich. Ich habe mir auch nicht eine Haft so angenehm vorgestellt. Na, Sie fühlen sich also wohl bei mir? Ja, kann ich mich beklagen? Tja, Fräulein Hanne, da muss ich Ihnen wohl jetzt was beichten. So. Also, wenn Sie wollen, dann können Sie natürlich sofort als freier Mensch dieses Haus wieder verlassen. Ach. Ja, ich darf Sie doch gar nicht inhaftieren. Warum haben Sie es trotzdem gemacht? Weil ich nicht wollte, dass der geizige Wirt mit Ihrem sauer verdienten Geld über den Berg geht. Bei mir zahlen Sie 50 Mark die Woche und dann ist noch was für den Sportplatz übrig. Sie können doch nicht einfach jemanden inhaftieren, weil Sie Geld für einen Sportplatz brauchen. Nee. Ja, und darum lasse ich Sie ja auch lieber wieder frei. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne bei mir bleiben. Natürlich nicht als meine Gefangene, sondern als mein Pensionsgast. Und was sollen die Leute dazu sagen? Na, für die bleiben Sie natürlich weiterhin inhaftiert. Aha. Und gehe schwimmen, mache Einkäufe, Spaziergänge. Ja, Hafterleichterung. Wegen guter Führung. Sagen Sie mal, Herr Wilke, haben Sie sowas eigentlich schon öfters gemacht? Einmal schon. Finden Sie nicht, dass solche Sachen mit Ihren Aufgaben als Vertreter des Gesetzes kaum in Einklang zu bringen sind? Und die Vorschriften? Ach, Gesetz, Vorschriften. Mensch sein muss der Mensch, der kann er machen, was er will. Aha, das ist Ihr Prinzip. Ja und? Taugt das etwa nichts? Also was ist, Fräulein Hanne? Wollen Sie bei mir bleiben? Ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Aber diesmal mit Badeanzug. Oh la la. Ja, und hinterher? Ja, nach dem Schwimmen bekommt der Mensch Hunger. Wir können noch zusammen frühstücken. Also Kaffee kochen kann ich. Genehmigt. Das soll ein Kaffee werden. Caroline. Caroline. Wie gut, Carolinchen, dass du drüben bei Theo weilst. Kaffee ole, Kaffee ole. Da, nun ist es soweit. Guten Morgen, Theo, na, wie geht's dir? War's schön beim Schwimmen, ja? Bisschen kalt das Wasser, was? Ja. Aber du kannst es ja vertragen, ja? Na, mein Junge, was hast du denn auf dem Herzen? Was? Na klar, ist bei mir alles klar. Du, da kommt gerade jemand, ich kann jetzt nicht sprechen. Ende! Der will Schach spielen. Caroline, er hat dich nicht gefunden. Was hast du mit Caroline gemacht? Eine nächtliche Kahnpartie, wie wir das besprochen hatten. Theo hat eben angerufen. Kein Wort von einer Leiche, will Schach spielen. Das verstehe ich aber nicht. Wo hast du sie hingekippt? Na, direkt unter sein Fenster, mit dem Schwuppdiwupp. Ja, aber dann hätte er sie doch entdecken müssen. Ja, vielleicht ist er ja ausgerechnet heute Morgen mal an der anderen Stelle in den See gejumpt. Ich habe jedenfalls meine Pflicht getan und mir die 3 Flaschen sauer, aber ehrlich verdient. Also, hör doch mal. Ja, was machen wir denn nun, Martin? Nun läuft doch alles verkehrt. Jetzt kann ich Caroline nicht mal mehr melden. Auch Theo wird sie schon noch finden, du. Morgen bestimmt. Morgen ist alles viel zu spät. Nein, heute noch muss ihn jemand mit der Nase drauf stoßen. Ja, aber wie willst du das denn anstellen? Du kannst doch nicht einfach bei ihm anrufen und sagen, Theo, guck mal unter dein Fenster, da liegt ein Osterei. Nein.
Da muss jemand drüber. Einer, den er noch nicht kennt. Ich hab's. Was hast du? Ich weiß jetzt, was ich tue. Was denn? Ich gehe schwimmen. Ja, aber das geht doch nicht! Hannes! Hannes! Hannes, hör mal! Junge, 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 Junge. Nu hat sie ihn aber. Sie wollten doch nicht mehr sündigen. Oh, damit bin ich ja wohl nicht gemeint. Nonne, oh. Besuch? Was willst du denn hier? Ihr Fräulein Tochter hatte den Auftrag, für ihren Chef eine polizeiliche Beglaubigung zu holen. Und das soll ich glauben? Es stimmt aber. In 10 Minuten bist du hier wieder weg. Aber mein lieber Stingel, wer wird denn gleich? Mögen Sie ein? Nehmen Sie ruhig hier auf meine Verantwortung. Danke, ich bin im Dienst. 10 Minuten. Was ist denn mit ihm los? Tja, mein hoher Herr Chef fühlte sich wohl mal wieder veranlasst, ein paar freundliche Worte über mich fallen zu lassen. Meinst du? Ja, aber natürlich. Bei dir hat er mich doch auch schon schlecht gemacht, oder? Ja. Na siehst du, aber Friedel, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ach, eigentlich mag ich Herrn Wilke ja. Er ist eben ein Mensch und kein Beamter. Friedelchen, seine Methoden mögen vielleicht in gewisser Hinsicht menschlich sein, aber sie sind leider nicht vertretbar. Wenn alle Polizeibeamten so wären wie Wilke, wo kämen wir denn da hin? Aber was tut er nicht alles für die Gemeinde? Und für die armen Leute? Für Frau Wiggers zum Beispiel. Aber ich kann doch nicht einen Hühnerdieb unbestraft lassen, nur weil er bei einer armen Witwe das Holz hacken soll. Aber das ist doch gerade die Strafe. Und eine nützliche sogar. Friedelchen, Friedelchen, eine Straftat, ja, zieht unweigerlich eine Strafe nach sich. Wir haben schließlich die Gesetze, damit sie befolgt werden, hm? Hast ja recht. Na. Herr Wilke geht bestimmt nicht immer nach den Vorschriften. Und darum mögen ihn auch alle. Ja, du scheinst ihn ja sehr zu mögen. Ja. Nur, dass er dich nicht mag. Das mag ich nicht. Na, siehst du. Und das sollte doch für uns beide dann Grund genug sein, ihn auch nicht zu mögen, hm? Ich kann mir nicht helfen. Ich mag ihn doch. So. Und wie findest du es dann, dass er eine Dame, die ohne Bekleidung, also nackt, hier im See gebadet hat, bei sich inhaftiert, nur weil er für eine Woche lang nette Gesellschaft haben will? Hat er das getan? Jawohl, und schon zum 2. Mal, aber diesmal, Friedel, da bricht es ihm das Genick. Endgültig. Und, Friedelchen, jetzt hör mal gut zu. Niemand, außer Wilke, kennt sich mit den Verhältnissen hier in Friedensee so aus wie ich. Dann wirst du hier Polizeimeister. Und du? Meine Frau? Ach, Karl. Tja. Aber nein. Nein, das will ich nicht. Der arme Polizeimeister. Glaubst du denn, der hätte Mitleid mit mir? Friedel, in solchen Augenblicken, da muss man Egoist sein. Und wie heißt es so schön? Des einen Tod, des anderen Brot. Das wäre aber doch nicht schön. Ach, Wilke kommt da schon drüber weg, der hat ein dickes Fell. Das glaube ich noch nicht mal. Aber sag mal, Karl, woher weißt du das eigentlich alles? Ja. Also ich als Polizeibeamter, ich habe so meine Informationen. Und, Geheimnisse. Störe ich? Dies ist ein Dienstzimmer und es ist Dienstzeit, Herr Pastor. Wieso sollten Sie also stören? Fräulein Friedel, ich mache dann die Beglaubigung fertig und bringe Sie heute Mittag, ja? Ist gut, Herr Bentin. Tschüss. Auf Wiedersehen, mein Kind. Sie haben einen guten Geschmack. Ja, man bemüht sich. Was führt Sie zu mir, Herr Pastor? Herr Wilke ist nicht hier, nein? Zurzeit leider nicht. Haben Sie wieder Kummer mit ihm? Leider. Bitte. Schade, dass ich ihm immer wieder entgegentreten muss. Ein prachtvoller Mensch, zweifelsohne. Mit einer Beliebtheit, wie ich sie mir wünschte. Aber mit einer etwas merkwürdigen Auffassung von Gut und Böse. Ja. Mir ist da zum Beispiel heute Morgen zu Ohren Dass gekommen. er eine Touristin inhaftiert hat, wollten Sie sagen. Richtig. Und ich halte es für meine Pflicht, diesen Fall zur Sprache zu bringen. Herr Pastor, Sie haben natürlich vollkommen recht.
Aber hier darf ich Ihnen sagen, dass Ihre Bedenken in diesem Falle gänzlich überflüssig sind. Ja? Kennen Sie denn Herrn Wilke so genau? Naja, Sie werden verstehen, dass ich als Polizeibeamter ja nicht über alles reden darf, aber hier brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen, das hat alles seine Richtigkeit. So, und dann ist da noch eine andere Sache. Ja. Bei der Witwe Wickers ist der gerade umgekehrte Fall eingetreten. Dort wohnt seit gestern ein Herr. Ein Hühnerdieb, der eigentlich ins Gefängnis gehört, aber mein Herr Chef hält es für richtiger, ihn Holz hacken zu lassen und beim Sportplatzbau einzusetzen. Für meinen Gemeindesaal wird er wohl nicht zu solchen Mitteln greifen. Das ist anzunehmen. Aber keine Sorge, Herr Pastor. Ihr Gemeindesaal steht eher, als Sie denken. Das bezweifle ich. Hier in Friedensee kann der arme Pastor nur resignieren. In Friedensee werden in kurzer Zeit wieder Zustände herrschen, die dem Seelsorger der Gemeinde keinen Grund mehr zur Sorge geben. Was Sie nicht sagen. Herr Pastor, die Sache bleibt aber vorläufig noch unter uns. Selbstverständlich. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Pastor Petersen, der Seelsorger unserer Gemeinde. Freut mich, Hanne Kleinschmidt. Sie sind zurzeit in Haft hier? In Haft? Wer sagt denn so einen Unsinn? Herr Wilke? Der ist zurzeit, also, der ist gar nicht da. Ich bin doch nicht in Haft hier. Weswegen denn wohl? Weil ich nackt im See gebadet habe. Na, wegen so einer Lappalie würde Polizeimeister Wilke doch nicht so ein Aufsehen machen. Nein, nein. Ich bin ganz freiwillig hier. Ich kenne Herrn Wilke von früher und verbringe meinen Urlaub hier. Und nebenbei führe ich ihm ein bisschen den Haushalt. Das darf ich doch wohl, oder? Ja, klar. Lassen Sie sich mal keine grauen Haare wachsen, meine Herren. Ja, also, ich muss aber bestätigen, dass Polizeimeister Wilke mir gegenüber immer nur von einer Haft gesprochen hat. Ja, aber Sie sollten ihn doch kennen. Das sind so seine Späße. Ja. Nein, nein. Er ist ein ausgezeichneter Hüter der Ordnung. Und ich verstehe was davon. Guten Morgen, meine Herren. Ach, Herr Pastor, mir fällt gerade ein, ich habe hier noch was ganz Wichtiges zu erledigen. Sie sind mir nicht böse, wenn ich Sie bitte, mich jetzt zu entschuldigen, ja? Aber nein doch, ich habe auch noch etwas zu tun. Und noch eins, Herr Pastor. Aber ja doch, was Sie mir soeben anvertraut haben, bleibt selbstverständlich unter uns. Wie sich hier in Friedensee etwas ändern soll, ist mir allerdings rätselhaft. Naja, abwarten. Auf Wiedersehen, junger Freund. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Schon so fleißig? Ja, um 8 beginnt der Dienst. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir? Nein, danke, jetzt ist Dienstzeit. Oh, Ihr Diensteifer in Ehren. Aber haben Sie schon mal einen Beamten gesehen, der nicht während seiner Dienstzeit Kaffee trinkt? Ja, hier. Setz mal Wasser auf. Fräulein Kleinschmidt, Ja, ich muss Ihnen etwas sagen. bitte. Etwas sehr Wichtiges. Also, ich konnte gestern Morgen Ihr Gespräch mit dem Herrn Polizeirat mit anhören. Ach. Ja. Wie soll ich mich nun verhalten? Ich weiß natürlich, wer Sie sind und ich weiß auch, in welchem Auftrag Sie hier sind. Na, da war ich ja ganz schön unvorsichtig, was? Also ich habe bisher mit niemandem darüber gesprochen und Polizeimeister Wilke hat sicher keine Ahnung von allem. Sie mögen ihn nicht, wie? Ich persönlich habe keinen Grund, über Polizeimeister Wilke zu klagen. Und über seine Dienstauffassung zu urteilen, steht mir nicht zu, Frau Kommissar. Oh doch, mein Lieber. Jetzt, wo Sie mal eingeweiht sind, urteilen Sie. Also ich möchte nicht gerne über Dinge sprechen, die Polizeimeister Wilke eventuell schaden könnten. Schaden? Sagen Sie, hat er hier im Ort eigentlich auch Feinde? Ich weiß nur, dass er bei allen sehr beliebt ist, im Allgemeinen. Und im Besonderen? Wer könnte einen Grund haben, ihn bei der Polizeibehörde anzuschwärzen? Ach, anzuschwärzen? Ja, wir erhielten vor kurzem einen anonymen Brief auf dem Präsidium, in dem von Dingen die Rede ist, die Polizeimeister Wilke die Stellung kosten könnten, wenn sie den Tatsachen entsprechen. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, die Behörde muss aber nun mal der Sache nachgehen, Herr Bentin. Ja, klar. Sagen Sie, kann ich mit Ihrer Hilfe rechnen, dass hier in Friedensee alles so wird, wie es von Rechts wegen sein soll? Ja, aber selbstverständlich, dazu bin ich doch verpflichtet. Gut, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Polizeimeister Wilke kommt. Ich muss mit dem Polizeirat telefonieren. Jawohl. Nö, bleiben Sie doch gleich hier. Sie können ja aus dem Fenster sehen. Jawohl. Sie sind ja nun mal Mitwisser. Jawohl. Kleinschmidt, Apparat 371, bitte. Herr Bentin? Ja.
glaube, Sie haben sich vertippt. Begnadigung mit 2a. Oh, das ändere ich sofort. Ja. Kommissar Kleinschmidt, Tacher Polizeirat. Ja, es hat sich was verändert. Der Brief, den wir erhalten haben, muss jemand geschrieben haben, der Wilke was am Zeug flicken will. Ja? Der Mann hält seinen Laden in Ordnung und erfreut sich einer Beliebtheit, wie sie wirklich selten ist. Ja, er hat auch meine Inhaftierung sofort rückgängig gemacht. Es war alles nur ein Spaß. Ich bleib trotzdem noch hier, für alle Fälle. Natürlich, Herr Polizeirat. Aber das sind alles Dinge, die wir seiner, sagen wir mal, persönlichen Note zuschreiben können. Der eine macht so und der andere macht so. Seien wir doch mal so menschlich wie er und drücken ein Auge zu. Ja? Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Ja, Bentin, dann wollen wir mal sehen, ob wir Ihren Chef wieder hinkriegen. Was? Jawohl. Sie wollten mir doch dabei helfen? Ja. Dann versuchen Sie mal rauszukriegen, wer hier im Ort den anonymen Brief geschrieben hat. Trauen Sie sich das zu? Ich werde mich bemühen. Fangen Sie bitte gleich mit den Nachforschungen an. Ja. Viel Vergnügen. Also, sowas. Ich suche Sie wie eine Stecknadel und Sie sind schon wieder hier. Ja, und ich dachte, Sie wollten Kaffee kochen. Ja, wollte ich ja auch, aber dann ist da was dazwischen gekommen und ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Ist es denn so wichtig? So wichtig, dass ich sogar ins Wasser gesprungen wäre, wenn ich Sie nur gesehen hätte. Oh, Herr Wilke, ist das wieder eine von Ihren Liebeserklärungen von gestern Abend? Oder handelt es sich um eine neue Sünde, die Sie vergessen haben, mir zu erzählen? Leider. Herr Wilke, ich wollte Ihnen nun gerade den Vorschlag machen, sich nun wirklich ein bisschen zu bessern. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die Ihnen aus Ihrem Verhalten einen Strick drehen möchten. Ich habe mir nicht vorzuwerfen. Das heißt, bis auf die eine Sache. Und da müssen Sie mir aus der Patsche helfen. Ja, das tue ich gern, soweit es in meinen Kräften steht. So viel Kraft haben Sie. Überschätzen Sie mich nicht. Naja, also eine Stunde rudern können Sie doch wohl. Rudern? Ja. Also dann nehmen Sie sich ein Boot und rudern Sie über den See. Bis zu dem roten Gebäude dort. Das ist die Polizeistation Brockhausen. Würden Sie das wohl schaffen? Ja, wenn es weiter nichts ist. Ist leider noch weiter was. Wenn Sie nämlich dort sind, dann müssen Sie ganz laut um Hilfe rufen. Ja, aber warum denn? Damit der Polizeimeister herauskommt. Warum soll er denn rauskommen? Weil dort eine Leiche im Wasser liegt. Eine tote Frau. Wie bitte? Eine Leiche? Haben Sie Angst? Tote tun nichts. Wo liegt die Tote? Direkt unter dem Fenster von der Polizeistation. Wie, und das wissen Sie so genau? Ja, mein Freund hat sie doch selber dort aus dem Boot gekippt. Warum? Warum? Ja, damit hier in Friedensee kein Polizeiaufstand ausbricht und so. Ja, und wir beide eine Woche lang schön zusammen Kaffee trinken können und so. Mein Freund hat die Leiche gestern Morgen im Schilf entdeckt und mit dem Boot heute Nacht nach drüben gebracht. Aber der dusselige Kollege von drüben, der hat sie noch nicht gefunden. Und nun muss natürlich jemand drüber und muss ihn mit der Nase drauf stoßen. Die Tote wurde also bereits vor 24 Stunden entdeckt. Ja, tot ist ja nur tot. Wie lautet die Telefonnummer von der Station von drüben? Um Himmels Willen nicht telefonieren. Die da drüben dürfen doch gar nicht merken, dass die Leiche von uns stammt. Also so scharf sind die auch nicht auf Sensation. Polizeimeister Wilke, ich bitte um die Dienstnummer von Brockhausen. Sie sind von der Kriminalpolizei? Die Nummer bitte. Über das andere reden wir später. 321. Polizeistation Friedensee, Kommissar Kleinschmidt. Mit wem spreche ich bitte? Polizeimeister Schmidt? Ich höre gerade von Polizeimeister Wilke, dass vor Ihrem Fenster eine Tote im Wasser liegen soll. Was? Ja, woher wollen Sie das denn wissen? Sehen Sie sofort nach. Ich bleibe am Apparat. Tja, Herr Wilke. Eigentlich war ich ja bereit, all Ihre Sünden zu decken, aber das hier... Alle meine Sünden? Wir erhielten vor kurzem einen anonymen Brief auf dem Präsidium. Hier. Darin steht so ziemlich alles, was Sie mir gestern Abend freiwillig erzählt haben.
Sie wissen wohl nicht, woher dieser Brief kommt? Ja. Nicht? Ja, dann suchen Sie gefälligst weiter. Die Tote muss unter allen Umständen gefunden werden. Und wenn das der Fall ist, dann melden Sie sich hier wieder. Ende. Was nun? Die Tote liegt nicht drüben vor der Station. Ja, das ist natürlich... Es handelt sich um die Caroline Weyrich, vermutlich. Um die Weyrich. Wissen Sie das genau? Ich habe sie ja selbst gar nicht gesehen, aber der Beschreibung nach. Herr Wilke, wer hat die Tote entdeckt und nach drüben gebracht? Könnten wir nicht sagen, dass ich es selbst gewesen bin? Wen wollen Sie decken? Nee, also nicht mehr zuerst. Geh mal durch. Also Hannes, dein Verbrecher, den nimm gefälligst wieder. Das ist ja kein Verbrecher, das ist ja ein stinkfeiner. Weißt du, was der von mir zu essen verlangt? Hühnersuppe. Na ja, wo doch die Hühner nun sowieso tot sind. Ja, und sie kann sie ja schlecht unter Glas stehen, ne? Und schlecht essen kann ich auch woanders. Und waschen will er sich bei mir und rasieren. Das hat er ja selber von mir verlangt. Ja, Herr Polizeimeister, soll ich denn weiter so rumlaufen wie so ein Vagabund? Nee. Das ist kein Leben bei der da im Haus. Ja, das soll ja auch eine Strafe sein und keine Erholungsruhe. Ja, dann sperren Sie mich lieber im Gefängnis ein. So ein Biest von Aufseher gibt das doch nämlich nicht. Hannes! Muss ich mir das gefallen lassen? Du sprich doch mal ein Machtwort. Ach, lass mich, Emma. Was ist denn mit dir los, Hannes? Hat dir jemand was getan? Kann ich Ihnen helfen, Herr Polizei? Was? Kann mir niemand mehr helfen? Wilke, Frieden Sie. Polizeirat Dirks, bitte. Warten Sie doch, Herr Wilke. Vielleicht finden wir noch einen anderen Weg. Nun machen Sie sich nicht auch unglücklich. Ja, aber Sie gehen jetzt bitte raus, ja? Warum denn? Kann doch jeder mithören, was geschehen ist. Polizeimeister Wilke, Frieden Sie. Herr Polizeirat, ich habe eine wichtige Meldung zu machen. Hier ist gestern im Schilf eine Frauenleiche gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um die Caroline Weyrich. Ich habe die Leiche heute Nacht im Boot nach drüben auf die andere Seite des Sees gebracht. Ich wollte, dass man sie dort findet und nicht hier, weil ich ungestört sein wollte. Ja. Leider ist die Leiche da drüben nicht mehr auffindbar. Ich hatte sehr viel getrunken, Herr Polizeirat. Jawohl. Ich werde natürlich genauesten Bericht erstatten und alle Konsequenzen ziehen. Jawohl. Ich wusste nicht, dass ich diesmal eine Kommissarin inhaftiert hatte. Jawohl, die ist noch hier. Jawohl. Kleinschmidt. Ja, Herr Polizeirat. Ich werde sofort alles veranlassen. Ja. Ende. Polizeimeister Wilke, Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Sie werden heute Mittag abgeholt und nach Wittstadt gebracht. Eine Kommission wird in circa 2 Stunden in Brockhausen sein und nach den Toten suchen. Ihre Amtsgeschäfte übernimmt solange Oberwachtmeister Bentin. Gott, Hannes! Wie mir das leid tut, der Polizei. Kommen Sie, wir stören hier nur. Ja. Hannes! Was sagst du da? Das ist nicht wahr. Ja, so wahr wie ich es sehe. Caroline ist wieder da. Bist du denn verrückt? Lass man, Martin. Hier weiß man, dass ich die Leiche heute Nacht nach drüben gebracht habe. Schau mal, das bin ich doch gewesen. Wo liegt die Tote? Genau an der Stelle, wo ich sie gestern Morgen entdeckt habe. Unten am See bei der zweiten Bank. Also, das verstehe ich nicht. Ja, meinst du ich? Sollte Theo womöglich. Also Sie gehen jetzt aber bitte raus. Ja, nun kommen Sie. Kriege ich nun Hühnchen oder nicht? Was nun? Hätten Sie nicht 5 Minuten eher kommen können? Ja, also schneller.
ging's ja nun wirklich nicht. Ich bin ja noch ganz außer Puste. Das ist Frau Kommissar Kleinschmidt, Martin. Angenehm, Stingel. Frau Kommissar Kleinschmidt ist von der Kriminalpolizei, Martin. Ach so, ja, wegen Caroline, ne? Nicht wegen Caroline, wegen mir, Martin. Und was nun, Hannes? Aus, Martin. Aus? Für mich auch? Du hast ja eben leider gesagt, dass du die Tote nach drüben gebracht hast. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Oh, Hannes. Was ist? Ich hab Caroline ja gar nicht nach drüben gebracht. Nicht? Martin, was sagst du da? Warum nicht? Ja, weil, oh Hannes. Treten Sie, Kleinschmidt, was ist? Ja, ich weiß, die Tote ist nämlich hier. Was? Menschenskind, warum haben Sie das denn nicht früher gesagt? Also solche Späße gehen entschieden zu weit, Polizeimeister Schmidt. Wissen Sie, was Sie da angerichtet haben? Ja, dann überlegen Sie mal, wie Sie das auf dem Präsidium vortragen wollen. Ende. Ihr Kollege von drüben hat mit angehört, wie Sie beide den Plan schmiedeten, die Leiche nach drüben zu schaffen. Johannes, du hattest in der Aufregung nämlich vergessen, den Hörer wieder aufzulegen. Theo hat alles mitgekriegt und mich dann später im Gemeindebüro angerufen und mir gesagt, ich sollte Caroline mal schön hier lassen und nur so tun, als ob ich sie nach drüben gebracht hätte. Und heute soll ich dann einfach sagen, Caroline wäre wieder da. Ja, und das habe ich ja auch getan. Warum, Martin? Ja, weil, ach, erstens war mir die Sache sowieso zu unappetitlich. Und zweitens, oh, Na, von Theo sollte ich dann 5 Flaschen Schnaps dafür nehmen. Aber warum sind Sie dann nicht gleich heute Morgen gekommen? Ja, ich sollte Hannes ja noch so ein bisschen zappeln lassen. Hannes, sei mir bitte nicht böse. Ich habe die ganze Schuld. Ach was, die Schuld habe ich. Ich ganz allein. Aber warum hast du mich übers Ohr hauen wollen, Martin? Für 5 Flaschen Schnaps? Ja, aber Hannes, ich bin doch eben auch nur ein Mensch. Und du sagst doch immer, Mensch sein muss der Mensch. Herr Kommissar, die Leiche, die kann doch nicht plötzlich wieder verschwinden. Ja, wenn es aber doch nun mal so ist. Ja, Frau Kommissar, die Kommission wird jetzt bald hier sein und wenn die jetzt auch keine Leiche findet, was dann? warten wir ab. Wenn die Leiche nicht gefunden wird, dann fehlt das Beweisstück für die Tat. Außer Ihnen, mein lieber Stingel, hat ja niemand die Tote gesehen. Wer soll also beweisen, dass dort wirklich eine gewesen ist? Richtig. Sie waren stark angetrunken, Herr Stingel. Wäre es nicht durchaus möglich, dass Sie einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen sind? Sinnestäuschung? Nee. Mensch, das ist überhaupt eine Idee. Damit gibt sich die Polizei aber erst zufrieden, wenn wirklich keine Leiche existiert. Und das Vergehen bleibt dasselbe. Tatsächlich, Herr Bentin. Natürlich. Jeder hat so gehandelt, als ob tatsächlich eine Leiche vorhanden gewesen wäre. Den Herrn Stingel hat man allerdings nur missbraucht. Was heißt hier Missbrauch? Ich lasse mich nicht missbrauchen. Ich habe die ganze Schuld. Nee, Vater, das nicht. Ja, wer ist denn da? Ich. Ja, ich ist keine Antwort. Ich ist Emma Wiggers. Frau Wiggers, kommen Sie bitte in einer halben Stunde wieder. Wir haben hier eine wichtige Ja, was Besprechung. Sie im Augenblick haben, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe im Augenblick einen Brief abzugeben und das tue ich auch. Johannes ist vom Bürgermeister und Gemeinderat. Ja, aber doch nicht an mich, Emma. An das Polizeipräsidium in Wittstadt. Ja, ist eine Eingabe an den Präsidenten. Wir wollen dich wieder haben. Ja, ist nett von dir, Emma, aber ich kann den Brief doch nicht einfach mitnehmen. Warum denn nicht? Leg's ihn da gleich auf den Tisch, wenn du ankommst und sagst bitte hier, das ist die Stimme des Volkes. Ich glaube nicht, dass ihr mich hier wiederseht, Emma. Nicht? Ich weiß es nicht, aber ich wünsche es Ihnen allen. Und ich sage hier nochmal in aller Öffentlichkeit, dass sich Polizeimeister Wilke bis gestern nach Ansicht der Behörden keiner Vergehen schuldig gemacht hat. Entschuldigung. Bis gestern.
Bis zur Entdeckung der Leiche. Nett, dass Sie so von mir reden, Frau Kommissar, aber ich bin nun mal hier in Fredensee als Sünder bekannt. Ich habe vor kurzem mal eine junge Dame inhaftiert, weil sie nackt im See herumgeschwommen ist. Das weiß sie alle weg. Stimmt. Sie haben die Dame aber sofort aufgeklärt und dann ist sie freiwillig geblieben, als Pensionsgast gegen Bezahlung. Und dadurch konnten sie wieder der Gemeindekasse Geld zur Verfügung stellen für den Bau des Sportplatzes, weiß doch auch alle Welt. Und dann habe ich aber auch während der Dienstzeit immer ganz schön was weggepickelt. Jawohl. Mit Ausnahme von gestern hat das keinen Einfluss auf ihr Denkvermögen gehabt. Und ich habe immer beide Augen zugedrückt bei der Polizeistunde. Ja. Und dafür hat mich der Wirt mit Flaschen versorgt. Ja, aber ganz freiwillig. Das kann ich bezeugen. Mein Chef ist immer so froh darüber gewesen. Außerdem haben sie persönlichen Nutzen davon gehabt. Jeder getrunkene Schnaps wurde auch bezahlt. Wie viel Geld hast du denn von mir in den letzten 3 Jahren so bekommen? Oh, so rund 3.000 Mark, denke ich. Stimmt. Und wie viele Flaschen hat mir dein Chef wohl in der Zeit zugesteckt, Fiedel? So viel in der Woche. Stimmt. Sind so ungefähr 600. Eine ganze Menge davon haben die hier selber ausgepickelt. 20 Pfennig der Schnaps. Theo hat auch welche genommen. Gegen Bezahlung. Und die anderen? Haben Sie bekommen, Herr Pastor. Wie bitte? Ja, hab ich ihn doch immerhin gebracht, Herr Pastor. Soll das heißen, dass die Spirituosen, die Sie mir jede Woche verkauft haben, von Herrn Wilke stammen? Indirekt. Eigentlich stammen sie ja vom Wert. Ja, aber dann habe ich ja den Sportplatz auch mitfinanziert. Zum Wohle der Gemeinde Fredensee. Herr Wilke, das ist eine Gemeinheit. Frau Kommissar, das muss ich mir nicht bieten lassen. Herr Pastor, ich gebe zu, dass Herr Wilke Ihnen einen Streich gespielt hat. Aber ein Vergehen kann ich auch darin nicht sehen. Herr Pastor. Die patente Frau, ne? Was wird aber bitte der Wirt sagen, wenn er davon erfährt? Gar nichts wird er sagen. Hübsch den Mund halten wird er. Beamtes der Jungherr Ventin. Und konnte Hannes mit den Flaschen nicht machen, was er wollte. Frau Kommissar, ich habe natürlich von einem überhaupt nichts gewusst. Ja, das ist auch mal gut so. Sonst wäre der Sportplatz bestimmt noch nicht so weit. Ganz sauber ist die Angelegenheit natürlich nicht. Was? Wenn es jemand fertig bringt, der Gemeinde in 3 Jahren 3.000 Mark auf den Tisch zu legen und dann noch indirekt von dem größten Geizhals, dann finde ich das aber verdammt sauber. Ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Unrecht getan habe ich Ihnen aber nicht, glaube ich. Ich habe noch zu tun, Herr Wilke. Da geht er hin und singt nicht mehr. Ja, da wäre dann allerdings noch die Sache mit dem Hühnerdieb. Hühnerdieb? Das ist mein Feriengast, Sebastian. Ja, aber hat doch bei Ihnen 2 Hühner gestohlen hier. Ja, hat sie aber zurückgebracht. Ja, aber nicht im lebendigen Zustand hier. Auch abmurksen wollte ich sie sowieso, hat mir nur die Arbeit abgenommen. Herr Ventin, ich glaube, Frau Wiggers legt gar keinen Wert auf die Bestrafung des Übeltäters. Ganz und gar nicht. Dann kann ich die Sache ja auch zu den Akten legen. Ja, das tun Sie, Mann. Johannes, nun wird's ja wohl Zeit, dass ich deine Sachen packen muss, nicht? Oder darf ich das vielleicht nicht? Natürlich. Na hier, komm, Hannes. Ich nehme nur den kleinen Koffer, Emma. Ja, Na, Friedel. Den Rest kannst du mir ja nachschicken. mach ich. Herr Stingel, dürfte ich Sie und Ihre Tochter auch für einen Moment nach nebenan bitten? Ich habe mit Oberwachtmeister Bentin dienstlich zu reden. Jawohl. Ja, aber gewiss doch, Frau Kommissar. Was hast du denn, mein Kind? Es tut mir so leid. Hannes? Ja, alles wäre jetzt in Ordnung. Nur diese verdammte Caroline. Friedelchen? Nix mit Friedelchen. Hauen Sie ab. Noch wisch ich meiner Tochter die Tränen ab. Komm an, mein Kind. Ne? Tja, Herr Bentin, Ihrer Freundin scheint die Sache mit Herrn Wilke ja sehr leid zu tun. Ja, sie hat ihn sehr gemocht, das stimmt. Alle mochten ihn hier gerne. Ja. Sagen Sie, warum haben Sie den anonymen Brief geschrieben? Ich den... Streiten Sie das nicht ab. Hier auf der Maschine verrutscht das kleine A immer ein Stückchen nach unten. In dem Brief auch. Dass Ihre Anschuldigungen eine gewisse Berechtigung haben, das weiß ich. Und ich will die Leichengeschichte hier in keinster Weise bagatellisieren. Aber was Sie getan haben, ist wirklich schwer zu entschuldigen. Was soll ich denn jetzt mit Ihnen machen? Ich bitte um meine Entlassung. So billig, kommen Sie mir nicht davon. Sie sind ein korrekter Beamter und ich denke, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Herr Wilke? Ja? Was ist? Polizeimeister Wilke, ich habe Ihnen eine Meldung zu machen. Ich auch, Herr Wilke. Eine sehr wichtige.
Pastor, was ist denn? Ich habe die Leiche gefunden. Ach, du Schreck! Du ist nichts mit Sinnestäuschung. Doch, mein lieber Stingel. Bei der Leiche handelt es sich nämlich um eine Schaufensterpuppe. Was? Ja. An der von Ihnen angegebenen Stelle liegt eine Schaufensterpuppe. Die hat aber vorhin noch nicht gelegen. Wir müssen sie übersehen haben. Sie war sehr gut versteckt. Und Sie irren sich auch wirklich nicht? Auf gar keinen Fall, Frau Kommissar. Ja, was nun? Ja, also wenn es sich tatsächlich um eine Schaufensterpuppe handelt, dann könnte die Sache für Sie alle natürlich gut ausgehen. Aber wie kommt eine Schaufensterpuppe ins Schild? Tja, wie kommt Kuhmist aufs Dach? Herr Stingel, würden Sie bitte die Puppe sofort hierher bringen? Aber wie der Blitz, Frau Kommissar. Herr Pastor, Emma, Fliddel, los, komm, holen wir den Entlastungszeugen. Wenn Sie das alles aufklären, was dann? Tja, dann haben Sie sich tüchtig blamiert. Und dann werden Sie einen Verweis bekommen. Aber dann können Sie Ihren Koffer wieder auspacken. Und Sie? Dann werde ich meinen wieder einpacken. Eine patente Frau, die Frau Kommissar, nicht, Bentin? Ja, und Sie, Bentin? Herr Wilke, ich habe Ihnen etwas zu sagen. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie können mir höchstens mal was erzählen, Bentin. Den anonymen Brief, den habe ich geschrieben. Den haben Sie geschrieben. Hm. Das ist aber nicht nett von Ihnen, Bentin. Ich werde alle Konsequenzen ziehen. Ah ja? Und dann soll ich mich wieder an ein anderes Gesicht gewöhnen, wie? Wo wir beide doch so viel voneinander wissen. Ich war gemein. Stimmt. Was sagt Friedel? Die weiß es noch nicht, aber die wird es mir nicht verzeihen. Und wenn Sie ihr nun sagen, dass ich die Sache vergessen hätte, ein für alle Mal? Sie tragen es mir nicht nach? Wenn ich durch Ihren verdammten Brief und nicht durch die Leiche so in Druck gekommen wäre, dann hätte ich Sie so windelweich geschlagen, dass Sie hätten 3 Tage nicht mehr sitzen können. Ende! Ja, nicht. Na, Theo, hast du schon gepackt? Ja, dann pack ihn mal wieder aus. Dein Koffer. Ja, hör zu. Unsere Leiche ist eine Schaufensterpuppe. Naja, wenn ich dir das sage, ja, erkläre ich dir später. Ende. Ah, da drüben ist eben ein Stein in den See geplumpst. Das ist nun schon der 4. Ich, Martin, Theo und Sie. Also wenn das so weitergeht, dann läuft der Friedensee noch über. Herein! Ich bin das doch, Herr Polizei. Jetzt 12 Uhr Mittag, gewaschen, gekämmt und rasiert. Ja, Knopf.
Von mir aus können Sie wieder rumlaufen wie ein Wackelbund. Das will ich aber wohl nicht. Nee, das gefällt mir so nämlich auch ganz gut. Sie sind frei, Knob. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Hier ist Ihr Messer und hier ist Ihr Ausweis. Ja, Sie haben nichts verbrochen. Frau Wickers stellt keinen Strafantrag. Das ist aber schade. Ja, wo ich doch nun gerade so ein schönes Zimmer bei Emma, bei Frau Wickers gefunden habe, ne? Ja, dann bleiben Sie da freiwillig hier. Ja. Arbeit gibt's ja genug. Arbeit? Ich weiß nicht recht. Naja, ich kann mir das ja noch mal so durch den Kopf gehen lassen. Ne? Oh. So, wenn der Wagen aus Wittstadt kommt, fahr ich gleich mit zurück. Tag. Das ist der Das ist der Hühnerpfleger bei Frau Wickers. Ich glaube, unser Oberwachtmeister fängt gerade an, ein Mensch zu werden. Knopf! Jawohl! Wollen Sie einen Schnaps? Ja, gerne, Herr Polizei. Dann gehen Sie in die nächste Wirtschaft und kaufen sich einen. Hier gibt's nichts mehr. Zu Befehl! Darf ich vorstellen, Caroline Weyrich, ihres Zeichens Sinnestäuschung von Martin Stengel, seines Zeichens Gemeindediener der Gemeinde Fredensee. Oh, wie gut, Caroline, dass du ausgibst, bist du. Martin, du Schnapsnase, warum hast du denn das nicht gleich gemerkt, dass Caroline eine Puppe ist? Ja, Irren ist menschlich. Und saufen auch. Was wird hier gespielt? Woher kommt diese Schaufensterpuppe? Ja, das kann uns ja egal sein. Ich habe sie gefunden und damit basta. Und wieso trägt Ihre Caroline mein Kleid? Was? Jawohl, mein Kleid, was ich gestern im Schild liegen gelassen habe. Oder glaubt vielleicht irgendjemand, dass ich der Puppe das Kleid angezogen habe? Nee. Das habe ich ja auch gemacht. Sie? Ja. Ja, nun reden Sie doch. Ja. Ja, dann muss ich ja nur wohl beichten. Also, als ich in der Nacht bei Emma, bei Frau Wickers, in Schuppen gestiegen bin, da habe ich nicht bloß die Hühner genommen. Nee, da lag nämlich auch noch die Puppe. Meine Schaufensterpuppe, Ja. das merke ich ja jetzt erst. Frau Wickers, wie kommen Sie zu so einer Puppe? Ich bin doch Witwe für Damen- und Herrenbekleidung. Ja. Die stammt noch aus unserem Geschäft. Aha. Und Sie haben die Puppe mitgenommen. Ja. Warum? Brauchen kann unser eins ja alles. Ne? Und wie kommt die Puppe zu meinem Kleid? Also ich hatte mich mit der Puppe und mit den Hühner, hatte ich mich zum Schlafen in Schilf hingesetzt. Ja, und morgens hat mich denn der junge Wachtmeister... Oberwachtmeister. Ja, der hat mich dann ja aufgestöbert. Ja, und dann hat mich der Herr... Polizeimeister. Ja, der hat ja von mir verlangt, dass ich bei Emma ja Holz hacken sollte. Ja, und dann bin ich noch mal schnell wieder ins Schilf gelaufen, wollte ja die Puppe verstecken. Ja, und da habe ich dann das Kleid gefunden und das habe ich dann der Puppe angezogen. Warum? Ja, die hatte doch gar nichts an. Nö, das war mir dann doch zu genierlich, ne? Und ich habe die Puppe dann in meiner Sinnestäuschung für Caroline gehalten, wegen des grünen Kleids. Ja, muss ja wohl so sein, wa? Das klingt alles fantastisch, aber es muss sich ja wohl so abgespielt haben. Also wenn Sie diese Puppe nicht mitgenommen hätten, dann wäre das hier alles nicht passiert. Herr Wilke, und wenn Sie diesen Herrn nicht mit zu Frau Wickers geschickt hätten, auch nicht. Und wenn Sie Ihr Kleid nicht einfach ins Schilf gelegt hätten, aber auch nicht.
sind so schuld. Frau Kommissar, der Polizeiwagen kommt. Geben Sie mir bitte mein Kleid. Ja, jetzt? Ja, aber doch nicht hier vor allen Leuten. Also Sie werden nie ein feiner Mann. Bin ich aber. Herr Bentin, hol bitte. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Sie sind noch mal davongekommen, Hannes Wilke. Und das verdanke ich Ihnen, Hanne Kleinschmidt. Ich lege meine Hand für Sie ins Feuer. Und ich verspreche, dass Sie sich nicht verbrennen. Hannes, wenn du in dein Zimmer gehst, du kriegst keinen Schreck, da steht eine Eva. Aber das ist Sinnestäuschung. Inhaftieren Sie sich nicht. So, hier. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Bentin. Danke. Tschüss. Tschüss, Friede. Wenn Sie nicht gewesen wären, Frau Oh, Kommissarin. besuchen Sie uns doch mal in den Ferien. Ja, wohnen können Sie doch bei mir. Fangen Sie schon wieder an. Was soll denn der Pastor dazu sagen? In diesem Falle gibt er seinen Segen, als Seelsorger und als Mensch. Als Mensch? Nee, nur ist Schluss mit Menschsein. Jetzt werde ich wieder Beamter. Raus nun! Quasseln können wir heute Abend noch. Jetzt ist Dienstzeit. Bist du jetzt traurig, Karl? Nein. Glücklich. Na. Während der Dienstzeit. Auch in der Dienstzeit. Die Frau Kommissar ist großartig. Ist sie. Wenn ich an eine andere geraten wäre, Und ich erst. freuen wir uns also beide darüber, Bettine. Ja, was ist? Ja, genau. Ja. Unser Puppenklauer. Was wollen Sie denn noch? Ja, Herr Polizei. Was soll ich denn nun wohl mit Caroline machen? Na, rausholen und wieder in den Schuppen zu Frau Wickers bringen. Ja, aber ich meine doch gar nicht die Puppe. Ich meine doch die Leiche. Herrgott nochmal. Die Puppe ist doch die Leiche. Ja, die man gefunden hat, ja. Aber die man nicht gefunden hat. Die ich versteckt habe. Was haben Sie gemacht? Ich war so frei. Ja. Heute Mittag habe ich die richtige Leiche in Schilf versteckt. Ja. Und dann habe ich die Puppe geholt und dann habe ich ihr das Kleid von der Frau Kommissar. Ich komme immer nicht auf den Titel. Und dann habe ich die Puppe, das Kleid von der dann angezogen und dann habe ich die Puppe da hingelegt, wo die Leiche ja lag. Sind Sie denn wahnsinnig? Ganz klar bei Verstand. Sie haben mich gut behandelt, dann behandle ich Sie auch gut. Aber das bricht mir doch den Hals. Ja, aber wieso denn? Wenn ich eine Leiche finde und sie nur bei Ihnen abgebe. Ja, aber das ist doch die Leiche, die Stingel gestern Morgen schon entdeckt hat. Ja, aber wer will denn das beweisen? Stingel hat eine Puppe mit einem grünen Kleid gefunden. Aber das nimmt uns doch kein Mensch ab. War nur besoffen oder war nicht besoffen? Hat er dann nun Eid aufgegeben, ich meine, einen heiligen Eid, dass er eine Leiche gefunden hat und keine Puppe? Hat er nämlich nicht, ja. Aber ich kann beschwören, dass das alles so gewesen ist, wie ich das der Frau Kassiererin gesagt habe.
Alter, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Ja, aber ich? Die Sache geht auf. Herr Polizeimeister, wenn man sich das jetzt mal genau überlegt. Natürlich wird jetzt jeder glauben, dass Stingel doch die Leiche gefunden hat, aber glauben heißt ja nicht wissen. Aber wir wissen es doch. Wir beide. Ich kann schweigen. Bentin, was machen Sie da mit mir? Ja, mich werden Sie ja doch wohl nicht wegen öffentlich falscher Angabe in Gefängnis stecken, ne? Also ich bin völlig fertig. Dass Emma Wickers aber auch ausgerechnet eine Schaufensterpuppe haben musste. Naja, was für ein Glück. Sonst wäre das doch bestimmt keine Komödie geworden.